Ja, der MS ist, als mein Dialekt ist ein bisschen abgeschwacht geworden. Ich rede schon nicht derselbe Dialekt, was ich geredet wie ein Kind. Und das kann man hören von meiner Cousine, was reden eine Sache mehr spezifisch ukrainisch-jiddisch. Aber ja, ich rede ukrainisch-jiddisch. Meine Mamas Eltern reden beide andere Minen ukrainisch-jiddisch. Und man sieht, ist wie der Mann von Czernowitz gewesen. Und mein Babas Mischpuche ist gewesen von Podolia. Normal sagt man, dass Kinder reden wie die Mama. Heißt es, als ich gedacht reden wie meine Mama, das ist Tage Emmes. Und sie redet ihr Mamas Dialekt, das ist halbe Emmes. Sie redet ein Gemisch von ihr Mamas Dialekt mit ihr Tatens Dialekt. Und falls beide sind ukrainisch, sind sie anders. Mein Babas Dialekt ist mehr spezifisch ukrainisch, mehr Tate Mama-Luschen. Und das hört man als Sache mehr von meiner Cousine wie bei mir. Amul habe ich Tage geredet, also ein alter Mensch, nach Holz, Wasser, Kemat. Und jetzt kann man es ein bisschen spüren von mir, aber es ist, ich habe jetzt das Sache verschiedene jiddisch-redende Freunde und ich weiß nicht, wenn das ist geschehen. Ich bemerke es viel nicht, aber ich kann hören, wenn meine Cousine reden, also ich rede schon nicht als eine Tate Mama-Luschen. Und mit verschiedenen Sachen. Gewisse von meinen Cousinen, anstatt Frau, ich sage Frau, aber gewisse sagen Frau, was das ist eigentlich eine ukrainische Sache, als Wovid wird U. Anstatt Säuer oder Sauer sagt man Sauer, Nuvent und Nevente anstatt Nuent. Und das ist eigentlich sehr spezifische ukrainische Dialekt. Es ist sehr selten bei jungen Menschen zu reden, also Nuvent, Kemat. Es ist der Fall. Es ist herausgefallen von meinem Luschen. Aber fort mit der mehr breite Teilen von ukrainisch-jiddisch, ja, ich weiß. Es geht anstatt gut und ja, mit gewissen, es ist sehr gemischt. Es ist nicht kein ausgehaltener Dialekt. Aran anstatt Arain.